Morgen auf die Woche. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Skandal von dieser Woche ganz klar. Auf dem Kaffeerahmdeckel von der Migros sind der Adolf Hitler und der Mussolini abgebildet. Alle sind sich einig, das geht so nicht. Auch unsere Runde SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli. Ja, ich habe mich zuerst gefreut, weil der Hitler der Einzige ist, der mir noch bis jetzt in meinem Zweiten Weltkrieg Panini-Album gefällt hat. Aber wissen Sie, was mich aufregt, dass ein Deutscher für unsere Schweizer Migros wirbt? Gibt es denn nicht auch Schweizer Diktatoren, die man könnte da drauf tun? Alleine, wenn ich an Kanton Wallis denke, kämen mir zwei in den Sinn. Der Christian Constantin oder der Master Zampano himself, der Sepp Blatter. Aber wie hätte das können passieren? Diktatoren auf dem Kaffeerahm. Roger Köppel, die Weltwoche, hat sicher recherchiert, oder? Kopfendeckeli, um was geht's? Wir haben herausgefunden, die Kaffeerahmdeckeli-Szene ist völlig aus dem Häusli. Schätzt werden für Hitler nämlich Höchstpreise geboten. Viele suchen auch nach Goebbels, Göring oder Himmler-Deckeli, aber an denen scheint's zu mängeln. Bereits aber sind erste billige Fälschungen mit dem Bild von Christoph Blocher im Umlauf. Das können wir nicht unkommentiert stehen lassen, Christoph Blocher. Muss ich Ihnen sagen, Gerber, ich bin dagegen, dass man mit dem Bild von demokratisch gewählten Politikern darf Werbung machen. Und ich begrüße darum den Entscheid von der Migros, die Serie aus dem Sortiment zu nehmen. Und jetzt? Politisch braucht es da eine Reaktion auf den geschmacklosen Fauxpas, Ständerat Felix Gutzwil. Gut, der Vorfall muss ich auf meine Kappe nehmen, wegen der fehlenden Dicken in der Schweiz. Wenn wir von der Präventivmedizin Herr und Frau Schweizer vom Rahmtrinken abhalten, das Bild vom Hitler ist da sicher eine effektive Massnahme. Gut, aber jetzt der grüne Nationalrat Bastian Giraud, politisch sowieso heikel, oder? Alles mit dem Dritten Reich. Ja, wenn es wenigstens Schlagrahm gewesen wäre, dann hätte man den Hitler so lange können schlagen, bis er steif gewesen wäre. Item. Wie wird übrigens der schwarze Kaffee, wenn man Rahm reinleert? Richtig braun. Ja, und die Frage natürlich, rollen bei der Migros jetzt ein Köpfe und sind noch irgendwo so Deckel im Umlauf? Vielleicht im Dockenburg, Simon Mann? Keine Ahnung. Die verantwortliche Person aber fliegt jetzt weiter, als ich das je gemacht habe. Noch schnell ein anderes Thema zum Schluss. Deutschland ist ja das neue Italien, Spanien und Frankreich zusammen. Das Deutschland fängt jede Woche irgendwie eine Bahn- oder einen Pilotenstreik. Untypisch, oder Christoph Mörgeli? Ich sage nur, früher wäre das garantiert nicht passiert in Deutschland. Stichwort Kaffeerahmdeckeli. Verstehen Sie? Zum Glück ist Freitag.